Den 28. Juni waren 25.000 Menschen an der Stadt dem Opruf von der Gewerkschaftsfront nokom für gegen Sozialaufbau und gegen eine Regierung zu protestieren, die als autoritär und arrogant vorgeholgert. Es war ein warmen, sonnischer Samstag, die Stimmung war euphorisch, aber bei den meisten Leuten als sehr Gefühl gewusst, dass etwas gekippt ist, dass Gewerkschaften und die Leute, für die sie sich ersetzen, den Match gewonnen werden. Puerlich mich spät kommen Gewerkschaften und Patronatsverband mit der Regierung zusammen, für zu verhandeln. Aus den Verhandlungen ist biselo nicht viel rausgedrungen. Den 3. September sollen das Verhandlungen noch weitergehen. Auch für das du weißt, worum es bei den Verhandlungen geht, probiere mir, die wichtigsten Themen und Begriffe über die nächste Tage kurz und knackig Minuten zu bringen. Alles, was du wissen musst, über den Kollektivvertrag. La négociation collective est contournée et affaiblie, ce qui compromet la capacité des travailleurs à négocier des salaires et des conditions équitables. Das also stammt vom Europäischen Gewerkschaftsbund, also der Föderation von allen europäischen Gewerkschaften, die mit Such auf Lützeburg an Plan von der Regierung blickt, besonders was Kollektivverträge angeht, an den 28. Juni auch ob der man nicht vertraut war. Als Erinnerung, die Regierung war angetreten, mit ihrem Arbeitsminister Georges Michaud für das Kollektivvertragswesen und Gewerkschaften zu schwächen. Diskussion über Kollektivverträge ist also lummel vom Tisch. Die Gewerkschaften haben sich durchgesetzt und die Regierung ist zurückgerudert. Die Gewerkschaften werden erlangt Recht behalten, für Kollektivverträge an den Betrieben zu verhandeln, und es soll also nicht abgewischt gehen. Trotzdem lohnt es sich, mir im Detail auf Kollektivverträge an ihre Stelle wert zu gucken, weil das vieles mir verständlich macht, was an den letzten Monaten geschieht ist. Mir der Blick geht nicht schüss nur hin, mir auch nur vier. Ein EU-Direktiv verpflichtet Lützeburg nämlich dafür zu sorgen, dass deutlich mehr Kollektivverträge verhandelt gehen, und da also auf Regierungsseite biselo nicht viel geschieht. Verschiedene Änderungen müssen also so oder so gemacht gehen. Memul für vier. Was also Kollektivvertrag, und für was das so wichtig? Der Kollektivvertrag ist ein schriftlicher Vertrag, den ein oder mehr Gewerkschaften mit einem Employeur am Betrieb oder mit einem Verband von Employeuren an einem Sektor aufschließen. Am Kollektivvertrag sind ganz viele Aspekte rund um die Arbeitsbedingungen geregelt. Die Löhne und Karrieren, die Arbeitszeiten und Flexibilität von den Schaffzeiten, Congés oder Prime für penibel Arbeiten, für Nurz- und Schichtarbeit. Daneben beinhaltet der Kollektivvertrag auch Bestimmungen für die Egalität zwischen Frauen und Männern im Betrieb und Regeln gegen Mobbing und Harcèlement. Kollektivverträge sind meistens mehr Rechte oder Vorteile für die Salarien für, wie das, was als Minimum am Arbeitsrecht steht. Du wirken so als Hebel auf die Gesamtlohnentwicklung an anderen Teilen von der Wirtschaft. Wichtig ist, dass Gewerkschaften, die über eine nationale Repräsentativität verfügen oder Gewerkschaften, die an einem Sektor repräsentativ sind, das Recht tun, auf der Seite der Salarien einen Kollektivvertrag zu verhandeln. Genau du aber auch über die letzten Monate große Konfliktpunkt zwischen der Regierung und den Gewerkschaften. Die Regierung, mit ihrem unbeholfenen Arbeitsminister Georges Michaud, hat sich nämlich an den Kopf gesagt, die Gewerkschaften das exklusiv die Wäsche zu holen. Laut dem Arbeitsminister hat es möglich sein, dass Personaldelegation an einem Betrieb ob eigene Faust und ohne Gewerkschaft einen Kollektivvertrag hat können verhandeln. Viele Leute haben sich bei dieser Annonce von Georges Michaud vielleicht spontan gesagt, für war doch nicht, da das ja demokratisch und personaldelegiert kann ja, wo der Betrieb am besten könnten das machen. Oder nicht? Die Antwort auf das Frage ist aber immer ganz klar nee. Zumindest solange wir in einer kapitalistischen Wirtschaft sind, wo Privatunterprisen Produktion besetzen und kontrollieren mit dem Ziel, Profite zu machen. In so einer Wirtschaft ist ein Salarié dem Employeur immer ein Wurf. Und ist also immer mehr schwach, ein Verhältnis, das oft als Lien de Subordination beschrieben wird. Egal wie gut Salarien oder eine Delegation Bescheid wissen und verhandeln, sie hängen immer direkt auf vom Employeur und können unter Druck gesetzt gehen. Weil es dir nicht vergessen, den Employeur kann den Salari entlosen, seine Prime kürzen oder streichen oder ihm auf viel anderer Wert Leben schwer machen. Viel mehr sicher und interessant für die Salarien als es da wenn's Gewerkschaften den Kollektivvertrag mitverhandeln und Ende noch schreiben. Sie hängen nicht auf vom Employer und können ohne Druck autonom am Interesse von den Salarien verhandeln und haben noch die nötige Expertise dafür. Natürlich findet das aber immer in einer engen Zusammenarbeit mit der Personaldelegation statt. Gött keiner Koch fand, kann andere Streik stehen, wenn Personal das will. Auch wenn das seelende Fall ist, und Gewerkschaften aber die finanziellen und personellen Möglichkeiten für das ultimativ Druckmittel anzusetzen.
Ein ganz zentraler Punkt beim Kollektivvertrag besteht dann noch daran, dass Regeln und Prävisibilität bietet für alle Salariés. Ohne Kollektivvertrag müsst alle Salariés seine eigenen Arbeitskonditionen aushandeln und das direkt mit seinem Employer, den ohne weiteres kann Druck ausüben und die Salarié gegen den anderen ausspielen. Das Resultat davon liegt auf der Hand. Männer gut Paien, Männer gut Schaffbedingungen. Aus all diesen Gründen müssen Kollektivverträge gestärkt gehen. Wir brauchen nicht nur mehr Kollektivverträge, mehr auch gut Kollektivverträge. Beides ist möglich, wenn die Gewerkschaften das Exklusivrecht behalten, für zu verhandeln und die Regierung Reformen möchte, die den Gewerkschaften ermöglichen, mehr einfach zu Verhandlungen mit dem Patronat zu kommen. Momentan sind 59% von den Angestellten am Land über Kollektivvertrag aufgesichert. Die EU schreibt das als Ziel 80% für. Für das zu erreichen, muss die Regierung einen Aktionsplan vorlegen. Aber bis jetzt ist noch nicht viel geschieht. Aber was kann ihn dann da machen, fragst du dich bestimmt. Eine Piste, für das mehr Salarien über Kollektivverträge aufgesichert können gehen, also die Gewerkschaften das Aushandeln von sektoriellen Verträgen mehr einfach zu machen. Am Horeca-Bereich, also Restauration, Hotellerie und Bistroen, gibt es zum Beispiel keinen Kollektivvertrag, genauso wie auch auf vielen Handwerksbereichen. Oft sind Betriebe klein und noch keine Personaldelegation, wodurch eine Gewerkschaft keine richtige Möglichkeit hat, aktiv zu gehen. Wenn die Gewerkschaften für den ganzen Sektor mit der Organisation von den Employeuren aus dem Sektor verhandeln können, wäre das ein ganz großer Schritt in Richtung von den 80%. Auch kann der Staat beispielsweise Druck ausüben, an dem Schluss nach der für Betriebe öffentlich Aufträge kriegen, die ihre Kollektivvertrag haben. Aber das ist aktuell noch Zukunftsmusik. Recht für ein paar Wochen stand Gefahr am Raum, dass Kollektivverträge abgewischt sollte gehen, worunter viele Salarien gelitten hätten. Die starke Mobilisierung vom 28. Juni hat da aber am Keim erstickt. Es gilt aber, weiter aufmerksam zu sein und keine Verschlechterung zuzulassen. Soll die Regierung hier das Wort nicht halten und aber Attacke gegen Kollektivvertragsweise planen, dann hege darum, stoppt den Frieden. Eine Regierung, die nicht mit Daten vom Land, also die Leute vertritt, die kann nicht mehr nachtreten.